denn ich muss vorher noch erstmal auf den Donnerbalken. Moin Gerd. Was ist du denn hier so erzählen auf dem Donnerbalken und grübelst in die Rennen? Ach, ich überlege die ganze Zeit, was ich hier eigentlich tue. Schau mal, die ganzen Leute hier im Saal gucken uns an und erwarten von das rein. Vielleicht kommt ja irgendwas Schönes, irgendwas Nettes oder was Lustiges, aber das Einzige, was kommt, das bist du. Sag mal, wie sind wir eigentlich auf diese blödsinnige Idee mit dem verdammten Donnerbalken gekommen? Ach Mensch, er will auf den Geburtstag. Ich Glück, da wären nur 12. Jedenfalls haben wir ein Vorbote für mir. Ja, jetzt dämmert's mir wieder. Wir wollten noch eine schöne Toilette auf dem Grillplatz planen. Und als wir merkten, dass für eine richtige Toilette mit Wasserspülung und so wohl doch nicht genug Geld da sollte es doch erst einmal ein Plumpsklo werden, oder? Ja, genau. Und dann gehen muss ich nehmen mit dem Donnerbalken. Der Engpass ist immer der Beste. Und weil wir so dort im Krieg immer so von Ort zu Ort wieder gingen, haben sie auch ihr bloß ihren Donnerbalken. Vielleicht noch einen Sack Kalk und ein Stück Papier von der Zeitung. Ja, und so einen Donnerbalken wollten wir auf dem Grillplatz aufbauen. Und unser damaliger Bürgermeister, Eckhard Heinje, und Gemeindedirektorin Frau Noske sollten die dann feierlich einweihen. So richtig mit Reporter und Fotos für die Zeitung. Allen drum und dran. Oh, bleib du als rechts Brust behind. Auf die wohl geblümte Unterbüchsen oder so ganz den Tanga anhält. Doch an und an die Kopf oder Chlor wir. Ja, da kamen die Bedenken. Von wegen Hygiene, Männer und Frauen so ganz durcheinander. Wasseranschluss, Kanalanschluss und brauchen wir eine Baugenehmigung dafür? Moin! Moin! Er glüsselt ja alle ganze Tito und kommt noch nicht so recht mit Chlor. Die seht doch ob den Donnerbalken. Also, was scheint Quatsch mit Bedenken oder fliegt auch noch schlecht gewesen oder so. Wieso? Was denn? Die haben die Hosen ja noch gar nicht runtergezogen. Oder wirklich Nee, ich mein doch mal bloß, ist doch ein fertig, Joe Donnerbalken. Hier, sogar mit Schild. Und so fein glatt, du kriegst nicht mal Spläten in Moos. Moin. 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 Oh, was ist das? Donnerbalken, das Holz, Nostalgie oder fürs Heimatmuseum? Genau, so ein schöner Donnerbalken. Der wird doch gut ins Mondmuseum passen. So als Anschauungsobjekt. Achso, moin auch. Moin. Ja, das weiß doch heute kaum noch jemand, wie einfach das früher war mit so einem Donnerbalken. Aber Museum, das ist das Richtige für das Ding. Oder ihr haut das unnütze Ding einfach in 1000 Stücke und heizt damit ein paar Tage. Bei den Energiepreisen ist das doch auch nicht schlecht heutzutage. Nur ganz sinnig, Jungs. Die hättest du noch gar nicht zu Ende vertellt. Nun hört mal hin zu, Jungs. Auf diesem Donnerbalken wird nicht unten gedonnert, sondern der Donner kommt oben raus. Also, Köln kommt nix, oben kommt die ganze Schiedbuch. Ich hoffe nicht nur Schied, sondern Idee, Witz, Spitzfindigkeit und vielleicht die ein oder andere Boshaftigkeit. Und wenn das Ganze gut geht, dann kann man das vielleicht Satire oder so nennen. Also, wer sich auf diesen Donnerbalken begibt, die kann eins von sich geben. Die dürfen um ein bisschen Blödsinn schnacken und die dürfen um ein bisschen lästern über Analyse oder über die Gemeinde, über Politik und was sonst noch so zu schnacken gibt. Und die dann zuhören, die sollten das Ganze nicht ganz so ernst nehmen. Wir wollen nur etwas Spaß verbreiten, auch wenn wir mal den Fingern ein oder andere Wunde legen wollen. Mensch, das ist doch eine gute Idee. Einfach auf den Balken setzen und schon kann man alles rauslassen. Kommt Jungs, lasst euch einfach die Leute schon mal los. Der Lohn ist ja nur testen, ob das passt. Ja. Ob die zwei Drähten hier, die sind für die Gedichtesten. Geil. Mensch, da müssen die beiden ja wohl gut voll gewesen sein, dass sowas dabei rauskommt. Da glaubst du ja wohl. Die zwei lassen so schnell nichts umkommen. Wahrscheinlich waren wir auf Radtour und hatten Langeweile dabei. Oder das wäre eine Entgebung in Beamtenschlaf. Mensch, Uwe. Wieso? Ich sitze hier doch auf dem Donnerbalken. So kann ich doch eins gut laufen. Habt die beiden doch jetzt vertellt, oder nicht?
Siehste, es funktioniert ja doch. Aber sagt mal, was war das da eben mit der Baugenehmigung? Ich habe das nicht so ganz verstanden. Erzähl doch mal. Genau, das wollte ich auch schon fragen. Für so einen einfachen Donnerbalken braucht man ja wohl keine Baugenehmigung. Oh, du wärst mal fein vorsichtig. Ich kennt wohl noch nicht die Geschichte von den Achtung Holter Schaukasten. Für so einen Schaukasten, der ist so 1 Meter breit, ungefähr 2,50 Meter hoch, der 12 Dachpfannen. Dafür brauchst du eine Baugenehmigung. Womöglich noch ein Bauantrag in 4-facher Ausfertigung, Lageplan, Baubeschreibung, Werbegutachten. Ihr wollt es auch bestimmt nehmen. So ist das. Mensch, wir sind doch keine Klapskallis, mit denen man alles machen kann. Verarschen können wir uns selber. Ja, jetzt reicht's aber. Nee. Kai, die hat recht. Das hat wie mit der Dorfgemeinschaft so belebt. Du ist nix an Logen. Kann ja nicht, glaube ich nicht. Für so einen einfachen Schaukasten mit Baugenehmigung lachhaft. Ihr wollt uns doch veräppeln, oder? Bernd, komm her. Ja, Jungs, was geht's? Bernd, klär uns doch mal. Bernd, klär uns doch mal auf, was ist dran an der Baugenehmigung für den Achtornreuter Schaukasten? Ja, das ist mir schon fast peinlich, aber es stimmt wirklich. Wir mussten einen Bauantrag für den Schaukasten stellen, bei der Gemeinde und beim Kreis. Und dann lag der Bauantrag monatelang beim Kreisamt in Willeshausen. Donnerwetter, das ist sogar ein Ding, wa? Das ist kein Ding, das ist ein Schildbürgerstreit. Das ist Bürokratismus. Und nun meint ihr, das wäre bei unserem schönen Donnerbalken auch so? Jo, gewiss, das Ding wird genehmigt werden. Wenn die Jungs von Bauern Arbeit kriegen, können sie doch hätten. Wie stellt ein Bauantrag? Was tust du wie? Was brauchen wir? Zeichnung, Lageplan, Baubeschreibung, Anzahl der vorhandenen Zimmer, obwohl, wenn du siehst, hier fehlt ein. Anzahl der vorhandenen Sitzplätze, das wäre viel besser. Vergesst nicht die Wertermittlung, danach richten sich die Gebühren. Ich habe auch gerade gebaut. Ganz wichtig ist die Zufahrt, die Einstellplätze, Parkplätze und der Einfriedungsplan. Nicht zu vergessen der Entwässerungsplan. Oh, Ganz wichtig. Oh Mensch, da kann Ärger geben, wenn der ganze Wort auf jeden Fall so wegläuft, ohne Genehmigung. Ach, das ist ein schlanker, schneller Bauantrag für den Kanalanschluss. Die habt die Statik vergelten. Was ist denn, wenn du 5 Moor... Oh, shit. Kann mir nur jemand helfen? Was ist eigentlich die Mehrzahl von Moors? Seht das nicht? Hier geht. Börse. Börse? Was war die? Morse? Oder vielleicht Morsen? Ach, egal. 5 Ärsche wird doch gegen noch sitzen können. Und den beiden dürfen nicht durchdrehen. Dotto wird wie ein Starte. Hier. Bernd, du kennst dich doch aus. Wir tragen alles zusammen und du gehst damit aufs Amt. Oh ja, Bernd, ja. Du bist doch schon ein guter alter Bekannter auf dem Bauamt. Ja, Bernd, wenn du kommst, dann greift die uns um, dass wir Baugenehmigung für unseren Donnerbalken brücken. Hoch lebe der Bürokratismus! Und demnächst noch wie die Hunde den Knecke und den Zeitungskassen auch noch genehmigen. Und was ist mit dem Mast in deinem Garten? Den vergessen die wohl nicht.